Matbierger a Matbiergerin aus der Gemeinde Kirlen. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einem Reportage über den Chantier von der Gemeinde Kirlen. Ich so nach Chantier, aber ein Chantier, der zu Ende geht. Und wir wollen euch weisen, wo wir da sind. Heute sind wir auf dem Irrwichtstag von der aller Gemeinde, der völlig restauriert ist, wo das Gemeindesekretariat ist und noch das Bürgermeisterbüro. Wie ihr seht auf diesen Bildern, also ein bisschen Plaque schreiben, aber das wird sich an den nächsten Tagen auch noch ändern, wenn wir definitiv zu sind. Ich will euch mit auf einer kleinen Tour durch das Gemeindehaus erweisen euch, wie weit wir mit unserem Chantier sind. Ja, ich stimme für in der Gemeinde. Wie ihr seht, gehen die Alenturen los fertig. Draußen Fassade ist aufgeschlossen. Mengen an 2-3 Wochen gesagt der Teil ganz ähnlich das aus. An Ugangs des Jahres sind wir zuversichtlich, können wir das Projekt ganz aufschließen. Wir gehen mal ran und gucken uns die Räumlichkeiten dann verbannen. Moin. Hier sind wir am Sushall. Am Sushall befanden sich für das Publikum an dem Neubau hauptsächlich Toiletten, an links und rechts an dem ovalen Teil jeweils einen größeren Stockageraum, wo die Archiven von der Gemeinde sind, und aber auch Material, Bürosmaterial hauptsächlich stockiert wird. Ab den Toiletten links und rechts Damen- und Herren-Toilette und an der Mitte eine behindertengerechte Toilette, so wie sich das gehört. Ja, ich stehe dann am Garage, die sich am Südterrain von der Gemeinde befindet, wo sie bedenken, hier ist Raumgeschäft für 16 Parkplätze. Aber das ist auch noch ganz wichtig, also was die Leute auch soll wissen, dass wir dabei eine öffentliche Toilette gemerkt haben, die bei Evenementen, die hier an der Gemeinde sind oder auf der großen Parkplatz, dass die abgemerkt gehen, sodass wir da auf Fongol den Leuten entgegenkommen und das können noch ihre Toilette gehen, wenn sie müssen. Hier ist von den Technikraum an diesem, wie sieht er hauptsächlich Ventilation Anlage vom ganzen Gebäude. Des Weiteren, wo man natürlich auch als Informatik hier am Keller innebrücht, und natürlich als Heizung. Zusätzlich zu all den Anlagen haben wir auch eine Rehwasserabfanganlage installiert, die befindet sich aber außerhalb 400 Gemeinde unter dem Boden. Hier sehen wir das Bürgercenter, wo die Leute ihre Urlaubsstelle haben, für ihre Dokumente, ihre Zertifikate zu kriegen, ihre Fragen, die sie haben, für die zu stellen. Auf der ersten Etage ist hauptsächlich den Servicetechnik innerburcht. Wie ihr seht, stehen hier noch eine ganze Reihe Kopismaschinen und Schneidmaschinen. Die Sachen kommen aber alle gut an den nächsten Tagen rüber an den allen Teil, an den restaurierten allen Teil von der Gemeinde. In diesem Raum sind im Moment noch die 2 Ingenieurtechniciens aktiv. Sie sind aber, wie ihr seht, schon am Gang, ihr Material zusammenzupacken, für Haut am Meer rüber zu plündern an den restaurierten allen Teil von der Gemeinde. Der Teiten ist den Aufenthaltsraum, Cafeteria und noch ein Platz, wo es Mitarbeiter sich an der Mittagsstunde etwas wärmen können, für allem die Mitarbeiter, die von mir weit anreisen. Hier kommen wir an den Erbbau von der Gemeinde, die restauriert ist. Die Arbeiten sind so weit aufgeschlossen. Hier muss am Anfang nach Schluss das neue Geländer installiert gehen. Hier den ehemaligen Sitzungssaal von der Gemeinde Kirlen, der ganz als Konferenz-Reunionsraum gebaut, also genutzt in Zukunft. An die Möbeln, die ihr hier seht, die stehen provisorisch. Das sind Bürosmöbel für andere Büros, die Möbeln, die definitiv herkommen, die großen Reunionstisch, die gericht die nächste Woche geliefert. Ja, hier ist nebig der Stack von dem allen Teil von der Gemeinde. Den ist schon voller Betrieb, der wird voll genutzt, den ist fertig, equipiert. Du hast das Gemeindesekretariat dran, das Bürgermeisterbüro und noch nach ein Chefbüro.
Si wir am neuen Deel vun der Gemeng Irwichte Stack an do ass hauptsächlich den großen neue Sitzungssaal mat der Saal der Zeremonie an e klengen Eck, wo en daneben noch fir eng Rezeptionioun net Getrinkskapret machen fir de Leiit bis ze zerveieren. Hei an diesem Raum huet de Gemengerot sein Dëch, wo is siegéiert, an op der anderen Seite ass de Raum, wo Zeremonien, Hochzeiten also weiter können aufgehalt gin. Den Raum kann e ganz nutzen, kann e noch getrennt nutzen, an dofir man dese Rido 4 gesinn. Wir stehen hier für den Pompesal zu Olm an wir haben heute die 6. Edition vom Flohmarkt für Kannersachen. Das Jahr sind 75 Leute, die hier Sachen hier bei uns deposiert tun. Es lebt am Anfang so auf, dass die Leute mir eine E-Mail schicken und dann schicken ich ihnen eine Klientsnummer, das Reglement und eine Fiche d'Inscription. Und sie kriegen noch einen Link geschickt, wo sie sich dann ummelden für den Tag, wo sie Sachen hier wollen aufgehen. Und dann bringen sie Sachen und dann wir vertesteln das dann über die Woche. Und sonntags können sie Sachen nach dem Sicher kommen mit hoffentlich einer dicken Envelope dabei. Für 4 Jahre do mir die erste Edition, da waren wir zu 6 ganz am Anfang. Und da sind wir 18, 19 Leute, die da mithelfen. Es fängt noch eine kleine Institution zu gehen in der Gemeinde, muss ich sagen. Das, die Leute wissen noch, dass wir regelmäßig das organisieren. Sonst hatten wir immer geplant, einmal am Jahr, da sind wir mittlerweile 2-mal am Jahr. Das beweist auch schon einen gewissen Succès. Und es sind immer mehr Leute, die sich ummelden, der Succès ist immer mehr da. Punkto, die Leute, die Sachen wollen verkaufen, und aber auch die Schweiz rundherum, sogar außerhalb von der Gemeinde. Die Leute kommen immer gerne hin, für Sachen zu kaufen. Wir hören schnell, gerade noch für eine Minute von einer Mama hören. Es sind viele Sachen da, wo wir viel Qualität tun. Und ich meine, das schwätzt schon für sich. Ja, tipptopp. Also muss ich schon sagen, das ist eine große Evolution da, also die letzten Jahre. Wie du auch wisst, als Alkeiers die ganze Organisation hier alles was dabei rauskommt, das für guten Zweck. Das heißt, die Leute kriegen noch 3 Ferels von den Suchen, für die sie ihren Artikel verkauft und dann Ferels sammeln wir am Anfang, das gibt da gespendet für einen guten Zweck. Das für François Dolto, Maison François Dolto, und dafür sind wir natürlich immer glücklich, weil wir sehen, was mehr Leute kommen, was wir mehr verkaufen. Wir haben noch andere Sachen gelauncht, wie Thüringer Getränks, Kuchen, all diese Sachen, die helfen, die drohen natürlich dazu bei, dass wir mehr suchen und der Assoziation können gehen. Dafür das mich das natürlich auch glücklich. Wir befinden uns an der Maison Relais zu Kielen, auf dem Schulcampus, wo heute ein extra Markt stattfand, einen afrikanischen Markt, organisiert von der Maison Relais in Zusammenarbeit mit dem Club Senior und unter dem Patronage von der Chancengleichheitskommission. Hier an dem Raum stehen ganz viele Tische mit selbst gebastelten Objekten aus Afrika, Objekte, die der Club Senior auch gebastelt hat. Die haben das gemacht im Sommer, an den letzten Wochen auch, für das zu weisen, für das zu verkaufen. Und dann der Benefiz geht an eine Association Milipap, für das Mädchen dort können an die Schule gehen, geschützt an die Schule gehen, am Internat, dass denen nicht geschieht. Also mir und die Kanner sich natürlich erklärt, was es geht, bisschen für was die Kanner eben so preischten, für bisschen eine Schule abzurichten. Und darauf sind wir Mathe-Kanner zusammen, aber auch die Edukateure ein bisschen evaluiert, was kann ich basteln, was könnt auf das Afrikanische raus. Und nun haben wir mit allen Zyklen zusammen, also Zyklus 2 hat für sich gebastelt, Zyklus 3 und 4 haben Sachen gebastelt.
Zertifikaten sind zum Beispiel vom Cycle 3 4, Hai aus Cycle 2 zum Beispiel. An Spielschule huet wie heute so Flotzach gemacht. Wie habt ihr das angepackt? Also, Wie habt ihr euch das vorgestellt? ich habe mit der Mitzmaschine gemacht. Bei der Bitzmasch, was habt ihr gemacht? Boxen. Boxen? Ja, Haben die Herzen? Ja, Die auch für Herren? für Herren und Schnäsch. Nee, Ah, die können ja boxen, die bunt boxen. Ja, die die können- ganz bunt boxen. Für was so bunt? Ja, die können, also das ist Stoff also eben, das ist modern, lo. Ah ja, ja, ja. Wie lange habt ihr gebraucht für so eine Box? Oh, ich weiß zu ja nicht. bitzen? Das ist nicht Ihr lang. guckt nicht nur. Nein, nein, Nicht so lange. Wenn ihr fit ist am Bitzen, dann Ja, bitzt ihr, ja. ja. Und ihr, Madame Bisenius, habt ihr auch etwas gemacht? Ja, ich habe Kichelcher gemacht. Kichelschaft? Ja. Na, die? Nee, nicht alle gut. Ich habe ein bisschen gemacht. Wir haben noch T-Shirt gemäht mit Batik, Herzen mit Lavendel dran und voilà, die Boxen. Voilà, verschiedene Sachen, ja. Wir sind Millipap SBL, das ist der Maismehlbrei, das ist der Brei, den die Leute in Afrika essen. Wir bestehen aus 3 Leuten. Wir bestehen seit 2007. Wir haben das gegründet. Und als Assoziation lebt aber nicht mehr mit unseren Familien, aber mit unseren Freunden, weil die ist immer helfen, wenn wir 2-mal die Jahr Wasser haben. Ein Kehr für Ostern und ein Kehr für Christtag an der Fondation Pescator. Den nächsten ist der 29. und 30. November. Wir selber haben an Sambia gewählt, weil der politische Ruhestand ist. Wir haben auf der Platz 2 weiße Patren und 2 Sambianer, die für uns Projekte leiten und noch gucken. Und wir setzen das immer regelmäßig in Verbindung über Internet oder entweder hier oder in Sambia mit in Verbindung für zu gucken, was wir als nächstes können machen. 2011 haben wir ein Wohnhaus für Mädchen gebaut, das ist wie ein Internat, muss ich euch vorstellen, die Mädchen können nicht heimgehen, die wohnen ganz vor an der Schule, da essen sie dran, an sich schlafen dran, weil kein Transportmittel gehen öffentlicher. Wir haben letztes Jahr 5 Plätze gebaut an ein Schulmeisterhaus gebaut. Für das Schulmeisterhaus, das Problem ist, dass 800 Kilometer von der Hauptstadt Sambia weg. Das 6 Monate, also es überschwemmt, von Kimi ran und Kimi raus, und an Schulmeister laufen alle fort, weil es gibt bis 50 Grad. Und was wir auch gemacht haben, wir haben dieses Jahr im Oktober gehen 10 Pötze gebaut, weil es die ganz viele Leute, die haben noch immer kein Wasser, die müssen immer knastig Wasser trinken oder du mal da waschen, und verlieren auch ganz viel Zeit, wo Kinder sollen an die Schule gehen, wo sie aber dann die Möglichkeit haben, in die Pötze zu gehen und ich vielleicht an die Schule gehen. Wir machen doch so, dass wir Projekte aufhängen, mit den Kontaktpersonen gucken, weil wir selber kennen Gesetze in der Sambia, wir kein Terrain, und wir brauchen immer regelmäßig, den noch gucken geht, und wir holen Arbeitsstoff von der Platz, sodass sie selber auch noch gucken. Wir fahren alle 2 Jahre regelmäßig darüber. Wir können auch nicht mehr oft, mal nicht alle Jahre fahren, weil das Problem ist, die Malaria-Pöll ist auch immens stark. Und meine 2 Kolleginnen haben regelmäßig, aber trotzdem 3 Monate noch ein Problem, also dass man nicht können wir oft Ich kenne Malaria. Das muss man auf alle Fall machen, aber wir müssen als wenigstens ein ganzes Jahr so ein Reis vierbreden, weil es für uns alles programmiert muss sein, und das sind meistens Programme von morgens 6 bis abends Mitternacht, den wirklich voll durchprogrammiert ist. Ja. So kommen wir auf den Stand ran, den ihr hier habt. Was tut ihr für zu weisen, für zu verkaufen, was an nur den Kannern zugute geht? Also was wir selber machen, das sind als Karten, das sind normal Geburtstagskarten oder Kondolenzkarten. Ja. Dann haben wir Durchsätze gemacht mit unseren Fotos. Die machen wir selber die Fotos und haben wir Durchsätze selber gemacht. Wir haben Christtagskarten, die wir verkaufen. Dateien sind nur die nach vom letzten Jahr, die neu, die haben das Jahr noch nicht, die kommen recht auf das Site. Und Dateien sind eben so klein, so Diere, wo ich kann zum Beispiel auf ein T-Shirt abstrecken oder so. Und das andere sind eben Sachen, die wir selber nicht gemacht haben, aber weil wir auf Basar gehen, eben in der Liste zu kriegen. Was geschieht mit den Suchen, die Haut kriegt von dem Verkauf und bei den anderen Ständen? Die Suchen gehen wahrscheinlich programmiert, für Pütze zu bauen, weil das ganz wichtig ist, dass ganz viele Leute eben noch kein Trinkwasser haben. Es sind ja ganz viele krank, es sind ja ganz viele, die nach Bilachtios. Gerade bei Malaria. Wir bauen so Pütze, so dass sie an der mitgebaut gehen, dass pur Dörfer immer Zugang dazu haben. Und die muss ja auch alle 3 Jahre mindestens gewacht gehen. Und wir wollen noch unbedingt tun, dass ganz viele Leute auch die Möglichkeit haben für Trinkwasser. Was kostet so ein Pütz? 6.000 €.
Damen an die Herren alle Guten fir allem Herr Kalte, Leif Milli as eng Kipp Kollegen aus dem Gemengerot, vun dem ich recht will entschëllien, weil de Grof vun hininnen schafft leider haut an sie wäre ger dabei gewcht, méi kann sich net immer freiëelen. An dann och nach ich vergies als Gast aus Amerika natürlich die Haut heisinn bei dieser spezielle Gelegenheit, wo man die Teppiche Hai dann op Drees checken, déi seit vum Atlantik. Die Teppiche hu eng gros Walle Juna is lo schon ein paar Joer der mat beschäftigt, dank dem Milli, dem José an all den Änneren, déi du geholle hunn, derselver herstalt hun, rechercheiert hun, aller gefleckt hun eventuell an drei gesät hun, ebe fir den Brauch vun denen Teppicher dorem opzeerliewen a fir ze sugen, dat se net vergis gin die ganz Konst, die ganz den artisanelle Patrimoine, den sich do hannert verstoppt. Mengt Leiit hu fréier eben op hier Äderweis Recycling bedriwen, mir betreiben haut ders op Eis Äderweis Recycling, fréier hunn Leiit all Stofffetzen, all Wolfu dem genutzt, das neicht wäschgeheit gin, an das versicht gin er sinnvolles draus zu machen. Leiit hätten noch nach vielleicht méizeit oder wären nicht organisiert op alle Fall wie mir, dat se nach Gelegenheiten hätten fir sich so Erbichten ze widmen. An wann en die pu Exemplaren ha guckt, sind dat alle go die mat wann en dé guckt, da gesäit en dat dat en ganz gros Variatioun an denen Objekten dran ass. Schmenge mir sinn houfgestoppt, dats mir als Gemeng konnten e bëssen dat zo beidro fir Äre Pro, den Dir natürlich alle Götten realiséiert huet, wo Dir Meriten huet, fir je bëssen do ze enkadréieren a bei Aktionen ze ënnerstëtzen, an dofir fan jo flott, ass op Kiele kom seet, fir dann die Tapien do mat op Drees ze checken an Amerika, wo se dann hoffentlich eng ganz flott Plätz kreien, an wo dann och do higewiese gëtt op die Traditionioun, wie dat dee befir 100-200 Joer hai üblich wär, dats Leiit sich stecken Teppicher aus hireieren Stoffrechter gemät hunn. An dem Sinn felicitéieren ich mal direkt fir die Initiativ, die Kontakte, die der do konnt herstellen, an ich wünsche ich weiter hin an ihrem Projekt, an als ein Teppicher an Amerika viel erfollig, dass sie die notwendige Aufmerksamkeit kriegen, an dass eben der Succès hun, den sie verdient haben. Just für kurz vorzustellen, die drei Leute, die so matt Eis kommen sind, wir sind die Lützeburger Schwester von der amerikanischen Organisation, die heißt LACS. Wir heißen Lützeburg, wir heißen Roots and Leaves. Wurzeln a Blätter fir dat rumzugin, wat Eisersätren an die neue Leiit, die mat übergangen sind, wat die machen. Fir hier Präsident firzustellen, dat das den Dave Parrott, den als der Präsident von der LACS war, hummer nach den Kevin Wester, der das hier ein Direktor, an das der Mann, den als einfach für alles zu gebrachen. Ne? Da den sich was den hört, en höher zwar all der hue den Gesundheit zu Lützeburg, ging immer so gesund gin hier wie schnüssert. Mit das aber so. An der Nummer nach Matboot, ich gesinn net drei Bäumer, der das setzen der Bannen. Das den net zapp, das hier ein Tresorie, dat ist auch ein ganz wichtige Mann. Den wollte ich dafür stellen an, wie gesagt, sie kommen für die Sachen do mat zu höllen, mich und ich vielmals merci. Du musst oppassen, wat ich so, der Bürgermeister de Paltung schon aus. Ja, die Damen an die Herren, et muss in am Leben Visionen hunn. Eng von denen Visionen, nicht nur von mir, aber von paar gute Freunden, war die Kontakte mit Amerika herzustellen. Sie waren eigentlich
überdriven, nie ganz aufgerast. Es war immer nach Kontakt vu Familien an so Führung. An eigentlich also dugangen 1962, wie den Roche Krebs sein Buch geschrieben hat, Luxemburger in Amerika. Lo bisse praktisches die Scheintappienheit, der hun sie auch schon darüber, sie man der auch schon gin jo zum Deel Loma River, an da könnt froh, wo gehen sie da gewesen. Et huet sich fand, den as war haut net dabei, dat de Mike Ense, dat das am Fongeholl los mal so een Bank de Geldgeber, wie de Boer Meester se lo mir gin Subsid, der eng Subsid so Lützeburg, mir gin eng Subsid. Den huet an dem Projekt vun dem Muse, dem wir drüber gebaut hun, wo wir 4 geschafft hun, wo der Lützeburger Staat 400.000 € gin huet, me se net river gescheckt huet, für ein paar die Politiker ruhig zu behalen, aber gesot huet, Sache gin heit zu Lützeburg gemäht, an Geld bleibt hei. Dat heißt, die Handwerker gin besteuert, Geld geht net in Amerika, mit Produkte gin an Amerika als ein Don à durée indéterminée. Sie hun iwwer 800 Leute können überzeugen, Geld bei ihnen zu bringen. Auf von den 1,8 Millionen, was sie gebraucht haben, hat ein Mann, der Mike Ense, 1 Million bezahlt. Und das haut nicht dabei, wir können da 14 dich. Von der Gergift gesehen, da weiß man nirgendwo, da kommt er gucken. Ein super feiner Mann, der Kevin hat mir gestern Abend gesagt, hinas für den Moment den dritten, also vom Kapital her an Amerika. Seine Familie könnt vu Bungerev hawen, also Moulin de Martinville, da das Rommeler Millen, dat leiit op der Sauer op der Belscher Grenz. Hien huet de Gro bezuelt, aber wat Lohn nach mecht Herr Boermeester, die mengt dat wir net woer wat je Loson, mich ho viel Zeien hai. He bezielt die neue Gemeng. Vun enger Ortschaft, die gëtt genannt, wie meng da? New Luxemburg. New Luxemburg. He bezielt die Gemeng, an mir helfen do och ein bisschen mat Sachen, die do dran henke kommen. Ich meine Witrei an se Fiun, sie Schreiner die Mantier. An dat se Lützeburger Schmat de mech Luchten, dats der Kaufmann vuch handelt, Luchte fir an die neue Ortschaft, so wie dir da ha huet, dat schüss dürfen en doble Wappen drop. An dat wird Platz, der gëtt an engem Joer ageweit am August. In 1 year is the inauguration of the square. Ja, da kann der Square Grand Duke Canary herstehen an de Village Hall, dat das dann eben Gemeng. Déi huet lo nach Weiswende, wann se do steet, an der stingen natürlich die hingen die Schein Fervisachen perfekt dran. Am Musee selber, den ass voll. Do krit er nächt mir ran, do mis en Tapien iwwer einer Obje drophenken. Ich meng dat net. Am grosse Ganzen muss en iwwer Dateisoen die Visionen, die man hatten, die sinn an Erfüllung gang. Han der bechten Usicht haut sinn am Gang ze verschwannen. Mit das es fiches wat viel freier geprecht huet, wo gewiese gin ass mat wie wenig Material och nach a Beschenniskund geschafe gin, och Teiser freundlich gestaltet gin. Hue eng Dammer dem uns gesot, wie mir he zu Kiele wären. Ja, für mich war so schön. Es waren Eisblumen und der Fenster, aber wenn ich aus dem Bett gekommen bin, da war die kuscheligen Teppich da. So eine kleine Erinnerung. Ne? Und, ich will aber auch nach 4 allen dem Club Senior von Kiele, merci so ein Mattieren, Menge Bitzgefurdeschen vom Handerbistreff. Wenn sie nicht vieren, gebe ich auch Haut nicht teilstehen. Und auch dem José Scheller. Ich wollte abhalten, 2007, du sagst, José, nee, also, das könnt ihr nicht vorstellen. Dann hat man das echt, und ich gebe so, wir geben ihm mal einen großen Applaus, weil sonst geht man nicht teilstehen. Aber für euch alle Gute noch. Und dann wirklich, ein herzlichen Merci und all engagiert responsable. Ich nenne es nicht auch den Kontakt mit durch den Herr Schumacher, mit dem Herr Kalte, der das Ganze gegangen und ich hat mir das organisiert, muss ich sagen. Herr Schumacher wollte nicht schmuggeln an der Wallis, die wäre dann schuld. Mich gesehen, du Hanne sitzt, den hätte ich nicht gesehen. Das
Dennis Kaiser. Dennis Kaiser. Dennis, ich hat gemerkt, die ist nicht kommen. Also, hat hört die echt Schablonenheit zu killen, hat ein Skin an, wie man die Schablone gesehen und du wusst mir, das morgen könnte bitte. So, wunderbar, Dennis, dass der Hype war. Moyen, wie is it? That's pretty much the extent of my Luxembourgish. So, my name is Kevin Wester, as was said, and we're very thrilled to receive this wonderful donation of these beautiful textiles. And as I was driving here, it really is quite amazing that it's now been 170 years, even a bit more, since the first Luxembourgers emigrated to America. And here we are 170 years later, and we keep coming back year after year, and Luxembourgers come and visit us. And it really is amazing. Luxembourg, you know, is one of the smallest countries in the world, and then the big United States. And after 170 years, we still have not lost that connection. And as I look at these beautiful rugs, they're maybe not masterpieces of art, but to me, they're very important symbols. That's what I think they're all about. They're very important symbols of people that worked very hard, of people that had a very strong faith in themselves and certainly in God, of people that had a determination to make a better life for their children and their descendants. So as I look at them, their simplicity, I think, and we hope that all of you will come and visit us as well and see the Cultural Center, because it's your home away from home in America. So thank you.